Guten Morgen, ich bin der Roland Meier. Ich bin hier an der City Bibliothek, hier am Tuffy-Saal von der Tuffy-Animation. Und an dem Kader lesen Sie hier schaut eine Geschichte für zu Lützeburg geht es kein Piratenkapitänen an. Kann dir Piratenkapitänen heute zu Lützeburg? Nee? Wir sind nicht froh. Wenn dir gekannt hat, dann hat man einen anderen Titel für das Buch sicher. So können wir den Titel einhalten. So, dann fängt man mal ganz viel an. Dann machen wir mal eine kleine Pause. Und dann fange ich scheinst du Bilder. Der Barry Lee hat gestern Geburtstag. Aber weil hier eine Junge aus den Geheimnissen immens gern hört, wollt hier keinem soen, wie alt das hier gouf. Vielleicht 8 Jahre, vielleicht auch recht 7 Jahre. Der Barry Lee findet spannend, wenn ihr nicht alles weiß. Es soll ihn sich ruhig über das oder das der Kopf zerbrechen, das möchte Leben mir interessant. Und dann wird ihn noch immer genug zu erzählen. Ja, der Barry Lee spretzt für sein Leben gern. Hier ist eine fantastische Geschichte erzählen. Über dem Erzählen, da findet ihr immer nächste neue Geschichten. Tiemt eng liegen, ob die Anna am möchten oder trunken hat. Ihr selber wisst da nicht mehr richtig, was vorher, was davon, das mir eigentlich aus dem Barry Lee da doch ganz egal. Hier möchte sich es gemütlich an singen, ich eine Geschichten erlacht über all die wir hier in den Kap rüsseln. Das ist schon sehr komisch. Der Barry Lee aus Schottland. Wisst ihr, wo Schottland liegt? Ja, Schottland liegt ganz weit oben am Norden Meer. Das Dachs fies, der kahler Nivelisch oben. Und es gibt auch ein Ungeheuer. Das Ungeheuer liegt an einem großen, tiefen See bei Loch Ness. Und das Ungeheuer, das heißt Nessie. Et weiß kein Mensch, ob es Nessie wirklich gibt, weil es wird noch nie ein Nessie gesehen. Und Barry Lee, seine beste Freundin, hat auch Nessie geheischt. Sie hat auch an einem See, einem putzig Klänge gewohnt, und es war ein weiblicher Goldfisch. Barry Lee hat das auf alle Fälle so gemeint, weil Nessie immer gerne mit Ackerfe gegangen ist. Von hier an seine Mom an den Supermarkt gegangen, hat Nessie sich nicht gehen, bis der Barry Lee hat an einer Plastiktüte mitgeholt. Für das Wasser nicht sollte aus der Plastiktüte rauslaufen, hat der Barry Lee so oben mit einem Lastik gut fest zugestreckt. Seine Mom hat Nessie auf ein hoher Keier mit der Büftecker, mit der Rouladen und mit der Würstasche angefroren, weil seine Tuten Abfriertuten so geglacht. Dann am allerletzten Moment hat der Barry Lee Nessie mit seiner Tute aus dem Tiefkühler rausgekrobt, tauschen vom Wasser war schon gefroren. Der Barry Lee hat Nessie Dono müssen an einem Dippen auf die Kochmaschine setzen, für das es demnächst gut warm ging. Aber etwas angefangen hat mit Kachen, hat hier der Beseher von der gliedischen Plagge raufgeholt an die kleine Fischnäse an sein Aquarium gesagt. Eigentlich war doch gut kein richtiges Aquarium. Es war ein großes Glas, von der Barry Lee ein Ries gewirrscht für. Dann hat hier sein Eistee aus so engem Glas getrunken. Aber hier war ja richtig jung, von mir oder Mann 10 Jahre. Dafür hat hier in das Großglas geholt, für die kleine Goldfisch drauf schwimmen zu lassen. Dann sind wir, der Barry Lee, während Mam Nessie a Kaffee geht. Dann sind wir, der Barry Lee, wer ihr Geburtstag feiert. Also weisen sich hier nach den Heiten. Das ist der Pitt. Den lernen wir noch kennen. So soll wir mal selber. Ist das nicht der schönste Goldfisch von Lützeburg? Ich meine schon. Weil der Pitt die erste Kehr von Barry Lee hören hat ihn sich ein Jung mit einer karierten Juppe vorgestellt. Aber der Barry Lee hat eine ganz normale Box und
ein ganz normalen T-Shirt, hier war bald ein Kap mehr groß wie der Piet, und noch ein gut Stück mehr muckelig. Dafür war der Piet für das erste Mal solid enttäuscht, und dann auch dick Rosen, weil hier gar nicht gern enttäuscht geht, wann ein Schott ist, da soll wannisch gelieft. Auch ein kariert Jupp und Hund hat Piet den Barry Lee beleidigt und den Kap geworfen. Der Barry Lee war seinerseits gar nicht Rosen darüber gehen. Hier wird einfach gesagt, dass der Piet sein bester Freund soll gehen, weil hier hat just eine beste Freundin, aber reicht auf hier unbedingt auch ein bester Freund. Der Piet war so gespannt, für den Barry Lee seine beste Freundin zu sehen, dass hier nur gehen nur dann d'accord war, für mittags nur der Schule bei der Barry Lee heimzukommen. Aber da war der Piet nie sein Kerl so gut enttäuscht gehen. Denn Barry Lee, seine beste Freundin, war gut kein Mädchen, aber es war ein Goldfisch. Der Piet war darüber so rosen, dass ihr direkt wollt hingehen. Mit der Barry Lee, so, hier ging der Piet ganz gut verstehen. 2 Enttäuschungen an einem Tag. Das wir auch ziemlich anstrengend, dafür ging hier dem Piet versprechen. Ihm von lo und alldach ein Geheimnis zu verroten, Bestfriend, Hund eben kein Geheimnis für und dem anderen. Und lo, sagte Piet, ob einmal verstanden. Von lo und. Und die größte Geschichte-Erzähler aus dem Dorf, dem größte Vierwitz aus dem Dorf, alldach ein Geheimnis verroten. An die zwei sind die größte Freundin, die in die Stimme vorstellen kann, auch ohne Karriere Chippen, richtig Freundinnen. Wann von denen zweimal ein Jahr an Vakanz war oder bei den Zahndoktor hat mich gehen oder krank am Bett lag, da war den anderen so flamsig, wie es nicht mehr geht. Wann der Barry Lee seine Geschichte nicht konnte erzählen und die Pitt-Geschichte nicht konnte nur lauschen, dann hat schied für engem etwas gefehlt, da war etwas nicht an der Reihe und da konnten sie overs nicht gut schlafen. Salut, Barry Lee. So, der Piet, wenn ihr bei sein bester Freund kom, hier hat sich schon ob das Geheimnis gefreut, da der Barry Lee ihm haut sollt verzählen. Nee, der Barry Lee war nicht gut gelaunt. Hier so zum Boden von seiner Kummer hat das Legos piratische für uns gestohlen, me hat nicht dummat gespielt. Er hat für uns sich gestärkt, an echt gesagt. Als etwas hat Piet gefragt. An sich schniefte Barry Lee auf den Boden gesagt. Ja, das etwas hat der Barry Lee geantwortet und auf den Plafond geguckt. Der Piet hat auch auf den Plafond geguckt. Er hat sich gefragt, was dann da oben so extra soll sehen, dass sein Kollege die ganze Zeit da hingeguckt hat. Der Plafond war weiß und noch sonst war nicht extras da zu finden. Was ist dann? Hat der Piet gefragt. Lo hat der Barry Lee angefangen mit hicken. Hey, Barry Lee, du wies, sagte Piet. Wie wat? Hat der Barry Lee gefragt. Wann ich wies, da krieg den Taxen Hicks, sagt mein Mann, hat der Piet gesagt. Ich weiß es nicht. Ist schon eine Depression, sagte Barry Lee. Und hat weiter über sich den Plafond beguckt und hat weiter gehickt. Ein wat? Hat der Piet gefragt. Eine Depression, sagte Barry Lee. Was ist das? Wollte Piet wissen. Nur das von hinten hingehört, sagte Barry Lee. Und nicht wahr. Wenn in den hingehört, da wiest ihn, seht mein Mann. Sie hat noch nie etwas von einer Depression gesagt. Ja, die Mann, die versteht doch nicht von Depressionen an Hicken. Sonst ging sie kein Dometen so erzählen, sagte Barry Lee. Der Piet hat der Barry Lee geguckt und sich gefragt, ob sein Kollege vielleicht krank wäre. Ey, so, bist du vielleicht krank? Hat der Piet Barry Lee gefragt. Nö, sagte er.
du musst mir nach ein Geheimnis verraten. Dafür sind ich ja hingekommen. Der Pitt ist abgestanden und hat ein dick, fett Fleischmeck, die zu der Blick von der Fenster raggeflogen war, mit dem Barry Lee seinem Rechenheft totgeschlagen. Ob der Fensterscheibe als ein dicke rote Fleck blieb Meck, als ob Fensterbrett getraut und hat noch ein bisschen mit dem B geströbelt und da hat der Pitt zu Leihe gelost. Du hast mir versprochen, dass du mir all da gings ein Geheimnis verraten, nämlich dass ich nicht dein bester Kollege. Der Pitt hat rundherum sich geguckt. Mick hat nicht mehr bougiert. Wenn du mir Loki Geheimnis verrätst, dann geht es schäm. So, der Pitt hat sich Mut geholt, wollte gehen. Wart, so der Barry Lee. Du darfst keine mehr bis davon verraten. Oh. Ich schon noch nie ein Geheimnis verraten, hat der Pitt gelungen. Sein Mut ist aufgedoen, an sich nervte Barry Lee gesagt. Komisch, hat hier gedurcht. Das haut die erste Keier. Da den sich so viel Leben lässt. Und dann hat der Barry Lee angefangen. Hand, Matzen an der Nucht, sind ich erwäscht, weil ich so dustrig war, wie noch nie an meinem ganzen Leben. Ich war so dustrig wie ein Kamel, das Santa 7 Tage, 7 Nächten in der Weh an der Wüste war, und da nichts zu trinken kriegt. Oh, der Pitt, die war dick zufrieden, für das Tod, das lief ganz bestimmt nicht eine super flott Geschichte gehen. Hier hat man Barry Lee seinem Lego das Piratenschiff gespielt. Und dann, so der Pitt. Und nun sind ich abgestanden, sind am Bootzimmer um den Grund drin gegangen. Boah, ey, das ist doch kein Geheimnis, so der Pitt. Das macht nicht tags an der Nacht. Ich muss da just aufpassen, dass mich der Pappe nicht erwischt. Den hört nicht gerne, wenn ich an der Nacht in den Grund trinke gehen, weil da müsste ich schon noch eine Stunde abstehen, für Pissen zu gehen, seht ihr. Und da wäre ich den anderen Tag mit an der Schule. Ich habe getrunken, aber wenn ich mehr getrunken habe, werde ich immer mehr dustrig gauf. Ich habe mich ein Kehr abgeriecht, an tief Luft geholt, an ihre Schnees konnte weiter trinken, und dann habe ich mich am Spiegel gesehen. Der Pitt hat piratischer Floßstoßloser Gruß gemacht. Hey, was hast du dann am Spiegel gesehen? Ich habe gesehen, dass ich gewusst war. Ich war mir groß gehen. Ich habe den Kopf gerisselt, mir zweimal auf die linke Back und zweimal auf die rechte Back geschlagen. Mir es war wahr. Ich war mir groß gehen, und mein Dusch war auch mir groß gehen. Der Barry Lee hat noch nicht mehr gehickt. Und der Pitt hat Piratenschiff nicht mehr beguckt. Und dann hat er gefragt. Und nun ich mich nicht gebickt und nun einen riesigen Schutz aus dem Grund geholt. Die Schutz, die war so groß, dass da nur der Grund eitel war. Das Gehwasser mit zum Grund rauskommt. Der Pitt hat dann abgegrabt. So gab es, hat ihr noch nie hören. Und dann sortieren. Und du sind nicht aus der Dusche geklommen. Ich habe mir den Kopf wieder zu dir getuckt, weil ich nach mehr gewusst war und Braus abgedreht, getrunken. Für dich habe ich all das Kaltwasser getrunken, aber wie dies geht mir doof, habe ich all das Warmwasser getrunken. Nee, mein Bauch ist nicht voll gehen, weil ich ja über dem Trinken weiter gewusst bin, weil du auch eitel war, sind ich an die Küche gegangen, ich bin bald zu dir gekommen, weil ich noch so groß war, ich war ein richtig ries gehen. An der Küche sind ich sicher bei der Grund gelaufen und weiter getrunken. Ich bin weiter gewusst und ich bin immer mehr durchstrich gehen. Es war ganz viel Wasser am Küchengrund. Und ich habe nicht alle Gute getrunken, alle Gute, bis kein drauf war. Und dann, so der Pitt.
Und du sind ich am Appartement hinter mir gelaufen, für nach Grund zu fahren mit, war käme do. Ich war noch immer so durchstrich, wie wenn ich noch nie etwas zu trinken gekriegt hätte. Mein riesige Straße hat gebrannt, und dann meine Mo war ein Hölst wie an einem Heizungskessel. Das einzige, was ich fand, war der Mann hier Strand. Die hat nicht viel genutzt, weil sie war viel zu klein, und noch nicht mehr mir Halle voll. Und zum Schluss, wie ich schon mehr groß wie ein normaler Ries war, habe ich auf der Fensterbank noch ein klitzekleines Gläschen mit Wasser gesehen. Sehr sind ich da hingerannt, und an der Küche still an den Tisch umgestoßen, und das Miniglas so gesagt, und dopp ein Zock Eidel getrunken. Ja, und nun, so der Piet. Du werden duscht, ob einmal verschwunden. Ich bin nicht an meinen Kummer geschlagen. Ich habe gespürt, wie ich mich klein gesehen. Und dann sind ich auch geschlafen. Und ich habe gut geschlafen bis heute Morgen frei. Boah, ey, das ist eine voll coole Geschichte da. So der Piet. Und dann ist so gefangen, mit dem Piratenschiff zu fahren. Nee, eigentlich. Also, das war kein richtiges Geheimnis. Und Geheimnis ja auch noch nicht verraten. So hat Barry Lee an hat rundherum sich geguckt, für zu prüfen, ob kein ging himmlisch Nullherrsch drin. Der Piet hat von lauter Aufregung den fiesten Mast vom Piratenschiff aufgebracht, war gespannt, ob dem Barry Lee sein Mund geguckt. Mit denen hat nichts gesagt. Hier hat der Piet mit der Hand gewunken, dass der soll mir nur bei hier kommen. Aber der Piet ganz noch bei Barry Lee war, hat hier in dem Piet sein Ohr geholt und hat wieder seinen Mund gedrückt. Psst. Lausch da, hat der Barry Lee geflüstert. Der Besuch mit Barry Lee hat ihm den Mund so gehalten. Hörst du nicht? Nee, hat der Piet mit dem Kopf gerüsselt. Es war so ruhig an dem Barry Lee Singer Kummer, wie dir ihr nicht mehr könnt vorstellen. Ich höre nicht, so der Piet. Kein Plätschern, wurde Barry Lee. Nee, kein Luftblasen. Kein Sprudeln. Dann hast du nicht gut genug gelauscht. Der Barry Lee zieht ein bisschen Narrenkehr bei sich. Und das Kehr, er hat der Piet ganz genehm. Psst. Ja. Lo hören nicht. Der Barry Lee drückte Piet weg. Weißt du, was da das? Der Piet rüsselt den Kopf. Nö. Das, was du lo hören musst, das ist Nessie. Nessie. Der Piet mischt groß an. Wie ich an der Nacht ein Ries war, und ich den Aquarium am Nessie Eidel getrunken. Und lo, von dat bei mir am Bauch. Nö, so der Piet. Dach, wie ich de Morgen auf die Toilette war und ich ganz genau aufgepasst, hat es nicht mit rausgeschwommen, hat es nach bei mir am Bauch. Sein Aquarium lag de Morgen Futti am Boden von der Küche. Mit Nessie war nicht wie da. Meine Mom hat das Futtis Glas voll und sie sagt, sie hat nichts von Nessie gesehen, verstehst du? Das ist so ein Geheimnis. Nessie ist verschwunden. Just mir zwei, wir wissen, wo hat das. Boah, an dem Bauch, so der Piet, an einem
begeistert ob dem Barry Lee sein T-Shirt geguckt, ob dem den Johnny Depp als Captain Jack Sparrow gemalt war. Da hatten sie wirklich ein cooles Geheimnis. Okay, Mensch, wo ist das davon?